Herzlich willkommen zum beliebtesten Podcast der Welt, fast in Bayern, aber zumindest schon. Ich denke, Viva la Movolution. Auf jeden Fall der beliebteste Podcast vom Hardline 5 Festival. Ja, Alter, du traust da. na, ist er so. Manche Tatsachen muss man einfach nennen. Ja, und für alle, die uns nicht kennen, hi, ich bin der Corby. Und ich bin der Mike, Servus und habe Dere. Genau, und bei YouTube seht ihr uns sogar, insofern hier unser ganzes Setting funktioniert. Und hier im Podcast machen wir unsere Tradition weiter. Wir berichten live, also mehr oder weniger Und live in Farbe. und in Farbe vom Hardline Film Festival 2025. Genau. Gestern ging's los, wir haben praktisch den ersten Tag schon hinter uns gebracht. Und Mike, was sagst du? Bist du jetzt schon wieder voll im Hardline-Feeling? Ja, das haben wir auf jeden Fall. Aber wo wir gerade bei den Traditionen sind, wir haben natürlich auch wieder mehr einen Kani nicht dabei, wo man mit guten Traditionen nicht brechen soll. Es soll ja was werden, ne? Und genau, deswegen haben wir es wieder wir zwei. Und ja, wir haben jetzt gefrühstückt, jeder war mal am Klo. Der erste Tag Hardline, ja. War wieder schön, es war wieder wie heimgekommen. Das zwölfte Hardline wieder mit lauter alten Bekannten, neuen Bekannten. Sexy People. Aber hallo, aber hallo. Diesmal mit uns leider nicht auf der Bühne. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich bin zwar ganz froh, dass ich nicht aufhören müssen. Der Korbi sagt deswegen anders. Aber ja, schön war's wieder. Einfach kommen, alle umarmen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Leute umarmt an einem Tag wie gestern. Und ja, da haben die Filme schon fast Nebensachen, würde ich fast behaupten. Also es ist schon Wahnsinn. Man hat gemerkt, dass dieses Jahr die Auslastung so hoch ist wie noch nie. Also der Flo hat es gestern also für alle, die nicht wissen, wer der Flo ist, der Florian Scheurer, Genau. der Veranstalter des Festivals, hat gestern dann in seiner Eröffnungsrede auch kurz verlauten lassen, dass das Ding zu 99,3%, ich stehe auf Prozentzahlen, ausgebucht ist. Also da hat nicht mehr viel gefällt. Die 0,7, wer weiß, wahrscheinlich die letzten Karten werden wo verkauft. Ist das Ding zu 100% ausverkauft. Ja, das wird wahrscheinlich auch an unser Beitrag zu dem ganzen Fest liegen, oder? Der berühmteste und beliebteste bayerische Filmpodcast und bayerisches Filmfestival, wenn man eins und eins zusammenzählt, Leute, dann wisst ihr, was Sache ist, oder? Da müssen wir vielleicht auch gleich mal vorweg sagen, dass tatsächlich ja schon ein paar Leute gekommen sind, extra wegen uns. Der Guide, die Franzi, der Christoph, also da sind schon einige gestern angereist, die Zeit unbedingt auch mit uns verbringen wollen. Und natürlich hat man viele Altbekannte jetzt schon gesehen. Einen Trash-Taucher haben wir gestern Genau, der Steffen. begrüßt, einen Stefan Schimmeck, den wir alle kennen und lieben, vom Weird Weekender, früher Ja. an Schiffers und was er sonst nur so ausheckt. Ja, auf jeden Fall, heute geht's auch weiter. Heute kennen wir noch weitere Bekannte aus unserem Netzwerk, aber euch interessiert natürlich, jetzt hört's mal auf mit eurem Drecks-Community-Gelaber. Das interessiert doch eigentlich niemanden, der sich wirklich für Filme interessiert. Mike, der Eröffnungsfilm gestern, The Moor, Ja, oder The Moor, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es The Moor. ausspricht. Schon. The Moor. Okay. Genau. War speziell. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt O-Ton-mäßig nicht ganz so blöd, wie ich mir jetzt bei dem Film angestellt habe, aber er war sehr slangig. Der Film ist aus England, aber in dem Bereich, wo der gedreht worden ist, das ist quasi wie die Differenz zwischen Hochdeutsch und Bayerisch. So war das dann mit UK, Englisch und diesem Dialekt, der in dem Film gesprochen worden ist. Also für mich hat sich der Film präsentieren müssen durch die Optik, weil ich über die Sprache nicht viel aufnehmen habe können. Sie war schon verständlich, also die Hauptdarstellerin, aber der Bill, Der Rest. der Hauptdarsteller, holy fuck, echt, man hört ihm am Anfang zu und denkt sie, bin jetzt ich total bescheuert, habe ich jetzt schon so lange keine englischen Worte mehr gehört, was ist da los? Ja. Aber ich bin dann echt beruhigt gewesen, als es einige dann danach gesagt haben, ja, sie haben den einen verstanden. Ja, da hätte ich gern Untertitel gehabt. Ja, also von mir aus auch Englische, dass ich, ja, weil es ist ja doch eine noch fremdigere Fremdsprache als das normale Englisch. Aber wie gesagt, wo wir bei der Optik sind, das war halt der absolute Pluspunkt vor dem Film, weil der wirklich wunderschön geschossen ist
und hat ein paar ganz tolle Kameraeinstellungen drin und dieses titelgebende Moor, das ist so geil eingefangen gewesen, das hat ganz viel Atmosphäre transportiert. Und ja, wie gesagt, storytechnisch bin ich teilweise nicht ganz so mitgekommen. Ich glaube, da muss ich mal da irgendwas nachlesen. Aber so, das letzte Drittel hat nochmal so richtig Gas gegeben, wobei die erste Phase vom Film sehr, sehr entschleunigt war und sehr dialoglastig war. Und ja, aber so, wirklich der Schluss, dieser Payoff am Schluss, das hat mir dann schon wieder voll getaugt. Das war cool. Ansonsten muss man sagen, also der Titel ist schon sehr passend und ihr kriegt auch ganz genau das. Also es wird 2 Stunden lang halt durch ein Moor gestapft. Man trifft immer wieder auf seltsame Schafe, auf Monolithen. Die Schafe haben übrigens Corpse Paint gehabt. Voll Black Metal. Und ja, es wird viel gewandert, viel mit Medien umeinander diskutiert und dann sich auf die Suche begeben nach Toten. Genau. Und dann haben wir auch ein paar so Found-Footage-Elemente drin. Da quasi unsere Hauptdarstellerin hat so Bodycam. Bodycam, danke sehr, sehr gut. Bodycam, danke. ja, gut, dass ich die dabei habe. Der Bodycam dran und das nutzt der Film auch für sich bei ein paar atmosphärische und Spannungselemente und fand ich gut, diese Mischung. Also das hat funktioniert. Ja, definitiv. Danach ist dann ein bisschen trashiger geworden. Da gab es nämlich dann so einen Trash-Blog, den der liebe Dominik, unser Idiot. Ja, Grüße gehen raus. Genau, liebe Grüße. Ja. Ich glaube, er hat es nicht nur ausgesucht, sondern er hat es wahrscheinlich ja gestern anmoderiert. Ja, wahrscheinlich. Und über den Film haben wir bereits schon berichtet, und zwar im Fright Nights. Es war Vampires Out of... was hast du immer gesagt? Vampire Zombies from Space. So heißt er richtig, ja. Und Mike hat Outer noch mit dran. Ja, weil es hört sich besser an. Ja. Titelt's noch um. Das darf sich rentieren. Und ja, ich glaube, da braucht man eben nicht so viel dazu sagen. Wie schon gesagt, wir haben ja da schon ausführlich im Fright Nights Podcast drüber geredet, deswegen dann da gern reinhören. Ansonsten, ja, ihr kriegt genau das, was der Titel auch sagt. Ja. Und vielleicht sogar noch wegen mehr, weil manchmal driftet er ein bisschen so in die Zombie-Geschichte ab, weil die Verwandelnden, die Transformierten schon ein bisschen so zombie-mäßig rüberkommen und das Ende, möchte ich fast behaupten, das ist inszenatorisch ein bisschen am Braindead angelehnt und wie gesagt, es tut uns leid, wir reden jetzt nicht so viel über den Film, weil wir ja schon so oft drüber geredet haben. Wir haben ja die Zeit ein bisschen zum Netzwerken nutzen müssen, ein bisschen ratschen und so. Wie gesagt, das Hotline ist ja nicht nur zum Filmeschauen da, sondern auch ein bisschen zum Leittreffer. Und haben wir gesagt, wisst ihr was, den haben wir jetzt schon 2-mal gesehen, den Film, also schenken wir uns jetzt und dann mal ein bisschen Konversation machen, aber dafür haben wir uns heute nochmal so richtig das ganze Programm um die Ohren. Yes. Und da freue ich mich dann natürlich auch drauf, wenn der ein oder andere, der gerade zuhört, uns vielleicht dann auch jetzt über die nächsten 3 Tage besucht. Also wir sind im Ostentor-Kino, vermehrt, wenn gerade kein Film läuft, dann auch in der Kinokneipe oder im Biergarten. Aber hallo. Das Wetter wird ja auch entsprechend geil. Angeblich wird das ganze Wochenende herrlich. Also wer trotzdem keine Karten hat, der schaut im Biergarten. Und es gibt diese VR-Corner da draußen, wo der Kicker-Bereich ist und der Spicker-Bereich. Da kann man sich 3 verschiedene VR-Filme anschauen, jeweils 20 Minuten und bieten ein sehr abwechslungsreiches Programm. Ist ein Pilotprojekt jetzt fürs Hardline und probiert es aus und sagt uns auch mal, wie es euch taugt hat. Wir werden es auch mal ausprobieren, weil wir brauchen von jedem Träger Muster. Und genau, dann schauen wir, was uns heute noch alles erwartet. Genau, richtig. Also von dem her, schaut's vorbei. Oder wenn ihr nicht herkommen kennt, dann hört unseren Podcast zumindest. Dann versuchen wir da ein bisschen das Feeling mit rüberzubringen. Wer weiß, vielleicht schleifen wir morgen einen Kani mit dazu. Ach, wer weiß. Wer weiß, wo der wieder ist. Wahrscheinlich sehen wir erst am Sonntag wieder, wenn wir dann heimfahren. Da kommt er irgendwo raus. Was ich noch sagen möchte, wir haben im Hardline jetzt die Premiere gehabt von unserem neuen Clip, von unserem Teaser, der quasi vor die Trailer kommt. Und besten Dank an die Leute, die den zum ersten Mal gesehen haben und haben dann lautstark applaudiert und haben gelacht und haben sich gefreut. Das hat mich sehr gefreut. Deutschland-Premiere, muss ich sagen. Deutschland, ja stimmt, weil in Österreich ist er schon gelaufen. Danke. Corby, du bist so ein Mehrwert für mich, das ist Wahnsinn. Bitte. Und hat mich voll gefreut, wie die Leute das gefeiert haben und das ehrt mich und vielen Dank nochmal. Mir fehlen die Worte. Ich kann da auch nicht mehr dazu sagen. Also von dem her, wir sehen uns und zwar beim
besten Podcast der Welt. Beim besten Filmfestival der Welt. aus Regensburg, wollte ich sagen. Achso, Entschuldigung. Nächstes Mal müssen wir es besser skripten. Morgen klappt es dann. Tschüssi. Servus und habe die Ehre.